So, moin liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind wieder da für Lex 5, die Kleidungsstücke, die Clés. Im Plattdeutschen gibt es so schöne viele Wörter, die aus dem Französischen eingesickert sind, zum Beispiel Clés, Clédage. Und da merken wir auch wieder im Plattdeutschen, die Endsilben sind häufig weg, der Hase, die Horse und so weiter und eben die Clédage oder die Cabellage, die Cabellage und so weiter. Und wir haben das schöne plattdeutsche Or da drin, Clédage. Das ist also die Garderobe, die Kleidung. Oder man kann auch sagen, die Plünn. Das ist dann auch so ein bisschen so die Lumpen, aber im Plattdeutschen sind viele vordergründig nicht so nette Wörter im Alltag völlig gebräuchlich. Also sagt man auch zu den Klamotten einfach die Plünn. Geh die mal Plünn. Geh dich mal Plünn, Klamotten. Ja? Langer Rede, kurzer Sinn. Das ist das Thema. Wir brauchen natürlich die Frage, was ist das? Ein T-Shirt ist die Antwort. Das ist mein T-Shirt, mein Swatted-T-Shirt. Die Farben kennt wir all, die Farben kennen wir schon. Dann haben wir schöne Phrasenvorschläge. Mein Büchs ist blau, mein Pulli ist rot, mein Kleid ist grün. Nicht? Die Farben kennen die Kinder und so weiter. Mein Top, mein Puschen, mein Kapp, mein Hut, mein Handschen, steht auch alles im Material drin. Das heißt, wir können die Kinder fragen, wat für ein Farb het dien Büchs? Steht auch auf der Liste, welche Farb het dien Büchs oder sin Büchs oder er Büchs? Und dann können die Kinder antworten mit er Kleid ist grün, mein Kleid ist grün. Am einfachsten natürlich direkt das Kind nach dem eigenen Kleidungsstück fragen, für Fortgeschrittene dann dien und sin. Gehen wir ein besitzanzeigendes Fürwort weiter. Wo kein het hüt ein Schal mit? Wer hat heute einen Schal mit? Finger hoch. Randbemerkung hierzu, das plattdeutsche Fragewort wokein heißt wer. Falls die Kinder das nicht verstehen, die Frage gerne nochmal wiederholen mit wer het hüt ein Schal mit. Man kann auf Plattdeutsch auch wer fragen, ist natürlich Hochdeutscher und nicht ganz so schön, aber man kann beide Wörter so ein bisschen unterstreuen, bis die Kinder beide Wörter verstehen. Mein T-Shirt hat Striepen, mein T-Shirt hat Streifen. Mein Schal ist kariert, mein Schal ist kariert. Auch wieder eine Beobachtung zum Plattdeutschen. Diese ganzen Wörter, die im Hochdeutschen IE haben, Fremdwörter wie diskutieren, diskurieren, kariert, kariert, flanieren, flanieren. Dieses IE ist also im Plattdeutschen immer ein E, ein langes E. Dann schöner Spielvorschlag. Wir schicken ein Kind raus und ein Kind der dringebliebenen verändert was in seiner Kleidung. Setzt sich einen Schal auf, zieht den Pulli aus und so weiter, zieht einen Schuh aus. Und das Kind, das reinkommt, wird dann gefragt, was ist Annas? Und dann muss das Kind antworten. Die Show fehlt. Die Pulli ist weg. Oder sowas. Dann haben wir, ich pack mir einen Koffer, kommt schon im Video vor, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Ich pack, ich nehme. Nicht ich packe, ich nehme, wieder die Endsilben im Hochdeutschen haben wir im Plattdeutschen so in der Regel nicht. Dann die üblichen Sachen, die wir immer brauchen. Das Arbeitsblatt utsnieten, die Sorgen schön anmalen, die Katheka antrecken. Wir können nämlich mit den Klamotten vielleicht auch so ein bisschen das da dranhängen. Die Clés in den Koffer steken am Ende der Einheit. Die Clés, die Plünn in den Koffer steken, den wir im Klappenbuch eingeklebt haben, soll das hier alles wieder ordentlich weggeräumt werden. Die Kurt in das Klappenbuch kleven, das kennen wir. Ich glaube, da haben wir genug Phrasenmaterial für dieses Thema. Und noch einmal ganz kurz und bündig die Aussprache der wichtigen Vokabeln für diese Lektion. Da kommen ja auch noch mal eine ganze Menge. Wir gehen schnell durch. Der Koffer, de Kuffer. Auf Plattdeutsch. Häufig sind offene O's in Wörtern offene U's im Plattdeutschen. Nicht immer, regional nicht überall. Hier ist es aber de Kuffer. De Clés ist die Kleidung, die Kleidage sozusagen, die Kleidung, die Clés. Dann gibt es das schöne Wort die Wäsche, auf Plattdeutsch die Wäsch oder die Wasch, auch wieder ohne Schwa hinten dran. Dann einfach Sachen zum Anziehen, Sorken, die Sache, die Sorg, Sorken, Ton antrecken, trecken, ziehen, der Schlepper, die Trecker, anziehen, antrecken. Ich hef mich antrocken, ich hab mich angezogen. Die Büchs, die Hose, wie die Büchse, nur ohne Dann dazu die Bordbüchs, die Badehose, die Mütze, das Kleid, das Kleid, Twors, zwar gebrauche ich in der Lektion, die Plünn.
Die Plünn, das ist dann sowas wie Lumpen und Klamotten, so ein wegwerfender Begriff für Anziehsachen. Ne? Kann man auch als Verb gebrauchen. Sich anplünnen, sich umplünnen, sich umziehen. Fliegen, fliegen kommt im Witz vor. Dann wichtig für diese Lektion, für den Witz, die Knoop und der Knöp. Der Knopf, die Knöpfe. Die Knoop, die Knöp. Bei Tratsch im Treppenhaus gibt es Frau Knoop. Frau Knoop, Frau Knopf. Und das Loch, das Loch in der Tasche. Die Tasch, die Tasche. Dann zum Schluss finden wir ein Hold yo fuchtig, haltet euch frisch. Frisch im Sinne von gesund, bleibt sauber, bleibt gesund. Hold yo fuchtig, haltet euch frisch. Und weitere Kleidungsstücke, die vorkommen in der Handreichung. Die Regenhut, der Regenhut, die Regenmantel, die Gummisteveln, die Gummistiefel, die West, die Kottebüchs, Kott. Nochmal als Anmerkung wird geschrieben K-O-R-T, wird aber Kott gesprochen, kurz gesprochen. Kott, genau wie Swart, Swat. Die Swattebüchs, die Kottebüchs, dat Top, wie im Hochdeutschen, die Puschen mit langem U, die Hausschuhe, die Puschen, die Hut, der Hut, die Handschen, die Handschuhe, die Kapp, die Kappe, die Jack, die Jacke, der Mantel, die Steveln, die Stiefel, die Strump oder die Strümp, der Strumpf, die Strümpfe, keine Lautverschiebung, hinten nur ein P, die Strump, die Innerbüchs, die Unterhose, das Innerhemd, das Unterhemd, die Slorp an Toch, der Schlafanzug, Toch, auch der Zug, die Bahn, die Toch, der Anzug, der Antoch, Slorpen, schlafen, die Slorp, Antoch und zuletzt die Schal, der Schal. Das sind unsere Kleidungsstücke für diese Lektion. Das Thema ist relativ umfangreich, alleine schon wegen der Bastelarbeit. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das mindestens Material für 2 Unterrichtseinheiten bietet, einfach bis die Kinder alles ausgeschnippelt und eingeklebt haben. Da habt ihr bestimmt euer eigenes Zeitmanagement. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet und bis zur nächsten Lektion.